Pesach, wie ich habe gesagt, nicht nur gehabt zwei Sidurim bei uns in Stub, aber auch gegangen auf den dritten Seder von Arbeiterring. Es ist sehr interessant. Es ist ähnlich zu gewöhnlichen Seder. Das heißt, also Sachmenschen kommen zusammen und es ist eine Feierung und man isst eine Mahlzeit. Aber die Texte seien ganz anders. Man hat jiddische Lieder, beirrt ein Tutz Lieder oder 20 Lieder. Und man hat auch Poesie. Eine Sache von den Singlieder haben zu tun mit Pesach. Marshall ein Lied, was heißt Auf den Nil. Ein anderes Lied, was heißt Pyramiden. Mir erzählt mehr wenig die Meise von Pesach, was befindet sich nicht in dem gewöhnlichen Haggadah. Man halt und man legt den Trupp auf die Themen von Freiheit. Und als wir alle seien freie Menschen jetzt. Was ist sehr interessant ist, auf den gewöhnlichen Haggadah hat man ausgemerkt Moshe. Als man guckt in gewöhnlichen Haggadah, wird man nicht finden der Namen von Moshe, weil der gewöhnliche Haggadah ist geschaffen in die ersten oder zweiten Jahrhundert von nach Jesus, und man hat gehabt Meure, als man wird machen von Moshe a Gott, wie man hat schon gemacht von Jesus a Gott. Und davor in gewöhnlichen Haggadah hat man ausgemerkt der Namen von Moshe. Beim Arbeiterring Haggadah, Punkt verkehrt, hat man ausgemerkt das Namen von Gott, weil es ist speziell in die Tage mit 50 Jahren zurück und mehr gewinnt eine säkulare Organisation. Und man hat eine Sache geredet von Moshe, was es gewinnt der jiddische Held. In die Tage es ist gewinnt eine Tätigkeit von die Arbeiterring Schule. Und ich meine, als die Arbeiterring Schulen in New York führen an noch mit der dritten Seder. In New York ist es geworden sehr elegant. Bei uns in Cleveland ist es geworden weniger elegant, aber schön. Und etliche von den Eltern von Schulkindern seien gewesen fähige Singers und Singerinnen und haben gesungen Solos von den Liedern.